für Stück, langsam steig ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. Ich weiß, du bist dabei, Mann. Langsam steig ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. Es war Zeit, auf den Entschenkopf zu traben. 1250 Höhenmeter und 6,5 Stunden Laufzeit. So steht das mal im Internet. Wer recherchiert und ein paar Blogs durchliest, wird feststellen, dass die meisten Schreiberlinge im Netz über eine unglaubliche Kondition verfügen. Wir haben nämlich knapp 8,5 Stunden gebraucht. Tja, und jetzt kann man streiten. Über was man sich aber nicht streiten kann: die Tour ist nicht für Kinder geeignet, schwindelfrei und trittsicher sollte man sein. Und wenn wir schon dabei sind, ein wenig Erfahrung beim Klettern wäre auch nicht schlecht. Wir starten in Reichenbach und fahren auf den ausgewiesenen und gebührenpflichtigen Parkplatz und bestaunen den Dorfältesten beim Überwachen der Fahrzeuge. Für die Ferienzeit und den Feiertag war da noch recht wenig los. Der erste Aufstieg zur Geisalpe auf 1149 Meter geht über einen schönen Tobelweg. Wasserfälle begleiten ein und der Weg ist kinderfreundlich. Zum Warmmachen ist der Weg zur Geisalpe gut zu meistern. An der Geisalpe kann man entweder Richtung Geisalpsee und zum Anschluss aufs Rubihorn rumpeln oder man geht links weiter Richtung Rubihütte durch den Wald. Dass wir uns da verlaufen haben, könnte man jetzt auf den österreichischen Etappenführer schieben und eine endlose Batterie an bösen Witzen hinterher schmeißen. Oder man kann sich auch darauf einigen, dass es schon ein wenig chaotisch war, den Weg zu finden. Wie dem auch sei, nach einer kurzen Essenspause auf der Rubihütte geht es dann noch weiter Richtung Sonnenköpfe. Nach dem Ausstieg durch das Waldstück geht es dann rechts der Weg ab zum Entschenkopf. Der Aufstieg sollte ab dieser Stelle nur noch gemacht werden, wenn man, wie schon beschrieben, trittsicher und schwindelfrei ist. An einer Schlüsselstelle muss man auf alle Viere und kraxeln. Der Rest geht in Serpentinen nach oben. Hat man es geschafft, wird man mit einem der schönsten Ausblicke in diesem Jahr verwöhnt. Das Ruby und das Fellhorn strahlen dich an und man hat endlich Zeit zu genießen. Wer konditionell nicht ganz so fit ist, sollte nun den Weg wieder zurücknehmen. Denn die weitere Gratwanderung zum oberen Geisalpsee hat es nochmal in sich. An ein paar Stellen sind Stahlseile fixiert und wer nicht schwindelfrei ist, hat hier keinen Spaß. Auch wenn man die Geisalpe im Blick hat, der Abstieg zieht sich wie die Sau und auch die Gratwanderung geht dann ab und an mal aufwärts. Am Ende geht es über den Geistfuß auf einem leichten Weg hinab zum oberen und weiter zum unteren Geisalpsee. Hier zieht sich das Ganze dann endgültig in die Länge, aber das Panorama ist ein Traum. Am unteren Geisalpsee geht es dann in der Ferienzeit zu wie an einem Baggersee. Die Sonnenanbeter haben es sich an den Wiesen gemütlich gemacht und die Schmerzensschreie der Versuchkanickel, die ihre Füße zu lange im kalten Wasser baden, dringen in einem leichten Crescendo an das Ohr. Ist man dann nach 7 Stunden an der Geisalpe angekommen, freut man sich über die Nassfrosche-Bedienung und genießt den Schatten und den Kaffee mit frischer Kuhmilch. Die Preise und die Servicekräfte sind absolut in Ordnung und bekommen von uns das Prädikat schwäbisch fair und unterhaltsam aufgedrückt. In einer halben Stunde ist man dann wieder auf dem Parkplatz nach dem angenehm schattigen Abstieg im Tobel angekommen. Es geht Stück für Stück, langsam steig ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. Ich weiß, du bist dabei, Mann. Langsam steig ich vor. Ich weiß, ich kann fliegen. Frede Färber wird ausgestattet von Iron Grin, handgefertigte Mode und Accessoires.